Herzlich willkommen, Molenke, ein bisschen mehr komisch am Stream. Ich streame nämlich nur spontan, eine ganz besondere Zeit, weil es Tisch haut als Sternschauer schnürcht. Wir haben in der Mitte schon Mattgrut, diverse Bierger haben uns gesagt, so, ah ja, du kennst etwas, der Himmel steht gut, die Sonne steht gut, du werden nur mit Sternschnuppen reden. Und genau das ist auch der Fall, ich bin Euphemia begegnet. Ich noch im Bonusmeile, das will ich nicht, was das genau ist, aber das wird wahrscheinlich auch schon mal die Sternspitze drin. Ich habe nämlich schon angefangen mit ein bisschen Farmen. Und wir sitzen jetzt ein bisschen dahinter, genießen die Sterne im Himmel. Und wir schon 21 Stück gesehen. Hast du das wirklich? Ja. 21 Stück kommen wir schon gut, also kann ich wirklich viel der kriegen. Mir ich erklären ganz roh Story, wie das lo, wo, wie, wat. Also, weil ich kann nicht das nicht weisen, mit Schwester vom Eugen als an der Stadt gewirrscht, Euphemia. Für die, die es nicht kennen, kann ich erst mal ein Bild rausschicken, sobald ich ihn gefunden. Hat als am Anfang Astronoming, als man auch seit New Leaf existent, und hat als abgetaucht für es zu so, dass den Himmel perfekt ist für das Sternschnuppe rennt. Natürlich nur seit ich live sind, gesehen wir natürlich auch kein Sternschnuppe mehr. Sobald sie Lunch kommen, muss sich erdrücken und da wünscht sich also Charakter bis an dummer sniped ihn halt. Und Sternschnuppe, der tut da Konsequenzen noch nur. Da kann man dann nämlich Sternsplitter sammeln. Aber mit den Sternsplitter kann man etwas bauen. Die hat wahrscheinlich schon einmal gesehen, wo ich mich umgeklebt habe. Dass ich dann konnte Stab-Outfit ändern oder so auswählen. Eine Option, die ich ja schon noch nicht so richtig gewissen habe, weil ich ehrlich gesagt auch nicht weisen konnte. Nämlich können wir als Datei bauen. Das konnte ich auch vom Euphemia ausgedealt. Den Sternenstab hier. Das ist ein Zauberstab, wo man den 8 Presets von Kleider kann speichern und die dann überall switchen kann, so ähnlich wie als Werkzeugrad. Für das zu bauen braucht man natürlich die Sternsplitter an. Immer wenn wir eine Sternschnuppe snipen, nennen wir statt Lomol, dann kriegen wir den Dach drauf. Ich wie mich geht Sternsplitter zu sammeln. Je nachdem wie groß die Dingen ist, kriegen wir auch wie große Sternsplitter. Die sieht, ich brauche einen riesen Sternsplitter und 3 kleinen Sternsplitter für den Zauberstab zu bauen. Wieso? Da kann man die Funktion auch kriegen. Die kriegt auch, du hast einen. Dann drücke ich einfach A und wenn sie so abliegt, dann gehen die gesammelt. Ja, und das machen wir lo chillig. Du kannst nur Wind. Bis du sich nicht mehr kann, bis du keine Lust mehr und bis du dir keine Lust mehr und keine Ahnung. Ja, geht ein bisschen mehr in chillen Stream, geschieht nicht so viel. Es fliehen zwar auch nach Ballungen hin und her, aber ganz ehrlich, ich farme lieber die Sternsplitter do, wie die Ballungen, weil Ballungen kommen immer zurück. Und plus existiert ja die ganz komische Bug, dass wann ihr genug Ballungen gesniped wird, da sind dann kein Mikrit. So, ich blende erst auch nach kurz Euphemia ran, du hast es. Schau mal, neben da ist, so, dann ist es ja aber noch an der Start. Und ich sehe noch, der Logo war moje nicht da. Was das auch zurück steht, aber auch bei der Auer am W. So. Ja, das ist basically Euphemia. Oh, das war dumm. Da steht Euphemia am Wasser. So. Ja, also wen es nicht kennt oder es gut nicht kennt, kann man dem nicht viel aufhängen. Aber basically war das gerade bei mir. Und hört mal die Novelle mitgedealt. Dass den Himmel aber relativ anständig ist für Hautsternen zu farmen. Ich werde auch mein Stream-Chat auf Zeit machen. Immer wenn mein Ständchen hören, kann man andrücken und dann ja, wünscht sich euer Charakter etwas. Das scheint doch ein Challenge zu sein, relativ schnell Paradise bringen, weil Sternschnuppe kann ich noch einzeln an einer random nicht fahren. Aber ja, wenn es schon Sternschauer reden geht, werdet auch nach immer goof. Es ist halt echt der 3D am August, wie der halt auch an Eiserwelt das. Na, du hast mich geht groß Meteoriten an Sternschauern und als Landfläche zu gesehen.
Also as het halt lo irgendwie immer oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht für war das oder sowas. Auf jeden Fall ja, hat das halt ein Astronomen dafür hat das dummer bisschen zu den hier durch viel mehr sing freie Optionen wo es halt, dass sie seinen Himmel konnt gestalten. Dem muss halt in ein Observatorium am Museum. Allerdings muss ich nur überlegen, an Wild World goet hat auch schon, also das kein Neuigkeit von New Leaf mit tatsächlich an Wild World müsste hat auch gesi, weil die Option am Sternenhimmel verändern mengglisch kann mich auch irren, könnte das Wild World. Ich gucke dat auch lo no, also wie gesagt, Gameplay wird da haut net viel erleben. Dafür die den Projekt gucken, also dat wis das schon lacht ne. Ich glaube kam dass du nach ein Dorfönner geht oder ich schnaps brenne werd oder nach 20 Spannungen kommen die Flens war run mit die werden schon nicht Joen Schalltrauisch auf die verpasst echt für all die die sich gemidtlich waren solche Kaffee holen oder so und der PC sitzen an ein bisschen matt chillen herzlich willkommen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ihr paar loscher könnt hat am Funk mat gerechnet dass dat ja sich ein bisschen schläfe wird mir schücher schon von diversen Membern ob bei dem Discord schon here dass sie so einen Sternsplitter reden hatten an auch verschiedene Rennen schon mal den Zauberstab anderem an tatsächlich durch viel mehr hört schon auch Wild World existiert dann tatsächlich konnte den Demos der Sternenhimmel so verändern das kann ich auch weisen haut leer da bis aus Animal Crossing kann er wie all die Jahrgang 2000 bis 2010 sehen nur weiß nicht erst wie mir Demos Animal Crossing gespielt hun wie Demos ausgesehen wird erschreckt wann ich lief nicht ja dem die Match do dat tun mir gespielt ja muss so ja also dat war ja den DS immer zwei Bildschirmer wie den 3DS an dem muss konnte den halt die ganz Inselsternen die da inne gesieht variieren wie der wollt an so ehren egenen Himmel kreieren war ganz witzig eng Funktion die Jocht 2-3 Mal benutzt und an mal bis B mit einem Sternenmenglisch du hin gemalt tun an du waret gut eng Funktion die auch innergang hast oder immer schön drin denken mir sinn an der Challenge schön erdrücken so ich gebe der Teig löschen dann drücke ich mal einfach ob das Bild an dann bis ich das entfernen können mal einen Minusklick ja guck logisch sieht er da kommen noch viel Sternschnuppeln jo ich denke das ist der perfekte Moment für bisschen Mengen echt woch mein first impression auch zu Matze delen für die du wirklich sind an Apps interessant zu wollen heieren ja interessant wie sich nicht vielleicht kommen andere nur auch noch an der Call ran auch wenn ich lo bei der Dingen bis vermeiden will nicht dass so viel Leid von Themen bekommen die lo nicht direkt einmal zu den hun schon an irgendwie 3 Main weiter an Animal Crossing sind so das da fängt man das Stream richtig schon der ich komme mal direkt zum Thema was ich schwätzen will also ja wie war der Lumming echt Erfahrung mit Animal Crossing New Horizons als Veteran wie gesagt der kennt Meinung hun schon eine pur Kreditpunkte hallo als Blindspieler muss ich so ein also ich gave Ball also ich tendiere wirklich dort so New Horizons ein von meiner Journey oder also gemeinsamer Race durch das Spiel wirklich über Wild World zu platzieren und das ist schon heftig also so nicht New Leaf wurde bei mir nicht gepackt haben auch von einer New Leaf viel mehr konnte man noch viel mehr goufen an auch super Spiel ist grafisch auch top für den 3DS gemäht Wild World ist bei mir immer so als den Höchstpunkt von Animal Crossing durchblieben dazu kann ich auch so ein
wie gesagt, wir hatten die Diskussion auch schon mit. Let's Go to the City und ich nur kurz gespielt, hat mir auch nicht wirklich gefallen. Also, als wie so schlecht gealtert, wann den Tod gibt spielen, da gebe ich eher Schläfer doch New Leaf oder Wild World oder wenn den Haut aber noch immer spielen kann, obwohl es relativ, ja, nicht direkt schlecht gealtert, das mir auch relativ matschig genoss. Ja, den allerersten den. Ich fand, in den muss ich eigentlich gespielt tun. Den hun ich halt richtig genoss. Und ich weil auch nicht so exzessiv gespielt, muss ich noch so ein Wild World, ein New Leaf, plus den heute spielen ich halt wirklich der vollen Experience, ne? Und hun ich auch schon viel Zeit mit verbrüche. Ich meine, Wild World und New Leaf hun ich schon Let's Played für mich selber. Und ja, dem man lädt das durch viel mehr immer am weh als mir. Ja, das ist so. Ich denke mir, Regeln ist so. Naja, aber als privat schon kenne ich nicht gern, den hier innen. Wollte ich im Moment gehen, aber da gesagt, den möchte nicht. Und guckt ihn immer an den Himmel. So, ja, also den Asian Dealer ist ziemlich stark und relativ gut. Die liefert auch extrem stark von der Batspiel. Wild World ist absolut den Top, also besser konnte den Spiel nicht gestalten. Wild World wird wirklich so vieles verbessert aus dem ersten Deal und so vieles von Wild World, das halt überholt gehen, wie der Kaffee, den die Echtkeit abgetaucht, dass er noch als Feature abgetaucht ist, also das wirklich gekrönt gehen. Ja, der Kaffee, das etwas, was man immer vermissen. Ich hoffe, er könnte an New Horizons zurückgehen. Normales könnte, weil das ist eigentlich einer der Fans der belegsten Shop. Und ja, wie gesagt, ich bin so New Horizons extrem stark. Es gave mich wundern, wann New Horizons nicht packt, Wild World sie über toppen. Ja, den ähnlichen Manken, den ich halt tun, ist, dass Asians die Leute, die Spiel als allerersten Animal Crossing spielen, die wissen gar nicht, wie gut sie tun. Ich meine, da können Leute wie Ben oder alle guten Member von TL mal zustimmen. Animal Crossing aus den 2000er, respektiv 2012 waren so, ne? Die waren mi schwer, die sind hundisch mehr gefordert, besonders was Kado nu geht, auch außerhalb von den Event schwätze schon, ne? Das Lokato und Mass High Flame ist schon okay, me läuft man durch der Stadt und einen ganz normalen Tag, am März zum Beispiel, und zählt man, wie viel Kado da kriegt. Wie viel da geschenkt kriegt, ohne etwas zu machen, und welches Spiel er trotzdem, ja, immer upegt. Spiel möchtet mich schwer, weil Items für die können gut tatsächlich, bis auf die Axt an Dangel, die konnten noch früher für die gehen. Me früher, sie kann doch viel mehr selten kommen. Also du hast schon den ganzen Tag gespielt und da warst du wirklich froh, wenn eine Kado irgendwann geflogen kommt. Hast zwei Kado in den Dach. So nicht mal am Durchschnitt, ne? Genug dich, wo ihn halt mehr Kado hat, meistens waren zwei Kado in den Dach. Natürlich werden das auch immer mehr Kleider, konnte lo keine Materialien kriegen. Ich verstehe noch, wie was das lo verändert ist. Na, weil Materialien mankel und so, na. Ja, also die Mechanik ist halt geupdatet gehen, angepasst gehen und das neue Spiel wird okay ist. Das ist so kein Kritikpunkt mehr, das ist etwas, was mir halt lo bei seinem Job fällt. Ich kritisieren halt Spiel nicht oder bewerten nicht. Ich erzähle es ein bisschen von meiner Erfahrung an mit der Interaktion mit ganz neuen Spielern, wirklich Veteranen. Wie gesagt, Lowe möchte die darin spielen, auch die Verkaufszahlen, ja, das Corona-Zeit, nicht, Leute sind daheim, brauchen ein bisschen spielen, das Spiel könnte perfekt dafür, aber trotzdem, ich denke mal auch, oh nee, schon falsche Knöpfe gedrückt, die mal verpasst. Aber ich denke auch, dass, war nicht Corona, du baust wie leider bei Animal Crossing vielleicht nicht so exzessiv Kauf hätten. Ah, ich komme dauernd geht die falsche Knöpfchen, das nervt mich gerade ein bisschen.
Ich lehne Controller nur einfach hin, also. Ähm, ja, das Spiel sich aber auch gibt verkaufen, also ich denke, es hätte dann wahrscheinlich nicht so ruckartig Pokémon wahrscheinlich überholt, aber wäre halt ziemlich schnell Pokémon rumkommen. Mir wenn er bedenkt, wie viele Leute an meinem Umfeld zum Beispiel sich ein Switch so gelöscht tun, ähm, ja, dann spricht das natürlich schon nicht für das Spiel, ja. Mänglisch merkt Nintendo auch, dass mit Animal Crossing definitiv an der Käse gerabbelt wird. An zu Recht. Wie gesagt, den Artstyle haben sie auch leicht verändert, par rapport zu den allen Dealer. Und sie haben das alles so schön gemacht. Also die Emotionen an Grimasse von den Charakteren, einfach der Glanz. Besonders die jede Spielfigur, also so live gemacht. Und das ist einfach so der Stil, der passt einfach zu Animal Crossing. Früher wurde nach auch mega süß, cute, mit sie hatten nach einer Persönlichkeiten. Und du willst auch früher enker drauf zu sprechen kommen, nämlich das, was ich am meisten kritisieren. Und wirklich mein einziger Kritikpunkt aus, neben den Multiplayer-Restriktionen, mit die von dir noch immer. Neuspieler beklonen sich wahrscheinlich dafür, dass das Auto das nicht mehr up to date ist. Wir alle wissen halt, das ist so immer wo, also überrascht mich schon nicht, dass kein Kado in einem Multiplayer flehen oder Taranteln nicht spawnen. Go wird noch nie, also wie gesagt. Ja, der Danger ist halt die Interaktion. Mir sind persönlich die ganz Bewohner so aufgestompt gemäht gehen, dass gar kein persönlich Bindung mehr abkönnt. Also du hast keinen Charakter du, den du hassen kannst, weil er komisch Äußerungen mischt, respektiv gern hast. Und ich muss sagen, dass ich persönlich auch denken, dass ja die ganzen Charaktere ganz schnell vergisst gehen. Hat Leute gut nicht wissen, wen das ist. Ich meine, Leute, die Wild World oder den allerersten Deal gespielt tun, die wissen schon, wie wen ist, die haben den Numm verhall, haben Erlebnisse von den Charakteren hall. Und plus fällt immer durch den Challenge fort, müssen nämlich immer eine Beziehung aufbauen, und wann den ganz zum Schluss entschied sich halt die Charakter englisch Staat zu verlosen. Und als Abschiedsgeschenk kriegt ihn halt sein Foto. Und das war halt auch ein ultra schwerer Ziel an Animal Crossing. Und wirklich lebt man, ich meine, nicht gewöhnlich Leute auf der Welt, die das wirklich gepackt haben. Ich persönlich habe auch nicht gepackt. Ich war mal froh, dass ich gut. Demos Marika-Foto, Droland-Foto, Tom Nook-Foto, weiß ich zwar noch nicht mehr genau, wen die erreicht hat, aber die hatte ich auch. Die vom KK. Manchmal war noch die am meisten schwer. Äh, ja, und da vielleicht noch ein, zwei Mattbewohner. Da steht dann auch immer drüber, da das nämlich für wahr, müssen sie plündern, immer auf dem Bild steht am von Hannen genau drauf, den Datum, wann sie schmengen an den Start kommen sehen, an den Stimmen dann auch drauf, wie diese gegangen sind. Das ist, das war so den absoluten Milestone. An Schwengen dat das so angefeuert gin, dass sie noch wirklich all Bierger konnt aus den Staat irgendwie kreen, war ziemlich cool aus, also wann Schlussreck denke kre Stickbock einfach nach so Wild World oder New Leaf, nee, New Leaf Flash nicht mehr, mir Wild World definitiv nach so nebenbei zu bisschen zu spielen, so für bisschen mit den Charakteren probieren einfach den Challenge all Charakter sein Bild zu holen, mir boah, das verzieht sich natürlich auch über Jahre. Ich meine, Wild World kennt den dann Haut nachspielen. Ja, also das ist so ein bisschen mein Feedback von der ersten Woche. Was man alles erlebt war genial. Also wir sind immer überrascht, immer positiv. Also alles, was neu gemacht gehen ist und verbessert gehen ist, das ist genial. Ich meine, allein das Itemrad, was wir lo holen, ist mega cool. Das so viel mehr schneller praktisch gemäht gehen. Das Spiel fördert den nicht mehr so viel wie früher.
mir Animal Crossing war nach, also ich schätze wie war Animal Crossing absoluten Kaizo Mario war. Me nee, war natürlich noch nie schwer mit wo aber schon also in den Lohn nicht so regelmäßig gespielt wird, den hast einfach schon bisschen und Schweze kommen, besonders bei Missionen wie die golden Gießkanne, das war schrecklich, Leute, ist so nervig. Dresse stehst, Umsteck an denger Start sehen, präsent sehen, Blumennetzen, an dann der ganz am Schluss vom Mond die goldene Gießkanne. Das war erwischt. Also, da kann ich echt wirklich so ein, da das erwischt, da das richtig Animal Crossing Feeling. Da komme ich bei den anderen Punkt, den du nicht so negativ was, weil der ja halbwegs aufgebremst ist, das sind Timeskips, früher extrem bestraft, gehen mit diverse Bestrafungen, mit Pflanzen, die nicht mehr aus der Stadt gehen oder nicht mehr schwierig aufbaubar sind, bis hin zu Unkraut, bis zum Schlimmsten, was kann geschehen, nämlich einfach Plünder von den Bürgern. Also wenn nicht zu viel übertrieben wird, da sind Bürger irgendwann geplündert und die können dann quasi nicht mehr rum. Ja, das geht eigentlich haut das nicht mehr an diesem Animal Crossing. Dafür sind die ganz Spezial-Items und die ganzen Events so limited, dass Nintendo entscheidet, wie nie was ist. Und es gibt mich wundern, ob jedenfalls, wenn ein Timeskipper erwischt gehen, sich lieber schätzen wir mit denen eher sammeln, lo, dass die das Event halt gestracht geben kriegen. Aber ja, ich denke, so krass als Nintendo aber nicht und plus, ja, wie was sollen sie das machen? Leute, sind zwar Leute, die unterm kreischen, dass durch den Copy-Bug, den existiert ganz am Anfang, dass durch die ganze Trade-Wirtschaft von Animal Crossing komplett zerstört das, weil ganz teure Items halt so en masse da sind, dass ja so bezahlbar sind. Aber es sind der Meinung, come on, also wirklich, erstens, die kriegt und all Eck Stennis sozusagen geschenkt an wann ich dann heieren so aus so wie ein Haus zu verregle kannst du mit 50.000 Sterne oder kascht 50.000 Sterne und das sind Leute so schockiert wie viel das soll sehen du denken ich man we 50.000 Sterne jetzt wird das schon früher go dein Kron das wird Kron von der Damm die huet einfach mal 1.200.000 Sterne kascht die huet soviel kascht soviel du konnte nicht an Sänger Test drohen. Und dann kriegst du Leute bei 50.000 Sternen ist. Wer das sagt schon? Du fängst für eine Fisch oder was du bei dem Betrag? 500.000 Sterne hätte ich fair fand. Das wäre relativ nice. Also für meinen Spielstil wäre du gepasst. Ich gebe das feiern, weil da wäre die Placement von dem Museum oder so nicht direkt so, ja, platzieren ich halt so nur um mein Haus wie nicht mehr geht, dass nicht alles schnell rüber geht und dann irgendwann bauen ich meinen Start. Klar, den Aspekt leidet natürlich auf der Kreativität, ne? Du auch du verschiedene Nintendo, dass du so, hey, ein bisschen etwas muss es kosten, soll aber nur noch extrem teuer sein. Weltspieler dann ein bisschen experimentieren können. Ich meine, Nintendo weiß auch, wie krass kreativ Leute waren, ob den Viergänger, ne, ob alle guten Dealer, wenn die Stadt besicht wird, wunderbar steht, aus allem, aus irgendeinem etwas rausgezogen und schon Stadt nach mir krass gemäht. Dem muss go die Fisch geht nicht, mir will einfach an Landschaft zu platzieren, das strikt op 1000 limitiert gewirrscht. Was man halte waren die Designs, die op der Bude gepascht. Und Thomas für den dann seine Straße gebaut und seinen Dekor gemacht. New Leaf wird das ein bisschen verbessert, war aber auch nicht optimal. Du konntest halt so Monumenter bauen lassen. Und da war das einfach fix da und ja, konnten halt aufrichten oder neu machen. Wird alles krasch natürlich. Aber ja, wie es lo ist, lo kann ich aber quasi überall alles managen. Wie die Gesiteil als Museumsbänken, wie schön das da ist. Das hat früher an New Leaf, ja, wäre das eine fixe Station gewesen. An der Viergänger, die wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja, das sind halt so ein bisschen die Punkte, die ich voll durchschwätzen.
Ähm, so Sachen sind halt ziemlich nice gemäht. Andere Sache wiederum sind halt ein bisschen friendly gemäht, mehr schwingen. Also ganz ehrlich, Nintendo ist hier nicht dumm. Also Nintendo möchte zwar komisch Decisionen ab und zu, aber die Leute, die du schaffen, sind definitiv nicht dumm. Und die haben auch Ahnung von Wirtschaft und so. Und die wissen auch, dass man mal voll ist von der Switch selbstverständlich natürlich auch viel Leute kommen. Wirklich, dass sie auch schon eine starke Marketing-Strategie haben und Leute interessiert sind und dem, was Switch bringt. Möchte ich natürlich den Animal Crossing Deal, das Spiel, was basically für jederin ist. Natürlich auch so friendly, dass jederin es spielen kann. Und ja, ich denke, da geht doch darum, Daylight, wie gesagt, die Timeskip, denen alles losgeht, die das Spiel von früher kennen und dadurch wissen, wie sie sich anlegen sollen, und wie sie spielen sollen, die ganz nice sind und überrascht sind, wie gut das Spiel ist. Und da geht nicht nach der Gattung, die das Spiel nicht verstehen und dadurch aber vom Spiel geholfen kriegen. Na, klein Kanner oder so, kann er die mit der Switch abgewusst sind. Werde ich allerdings ein bisschen fährten, dann wird definitiv der Fall Sinn, dass den, wie soll ich sagen, den Retro-Aspekt, also Neuspieler, die Lotspiel bis an den Himmel löwen und wirklich fasziniert von Animal Crossing sind, denen wird es so nicht direkt New Leaf, also okay, denen wird das noch gefallen, weil New Leaf ja halt auch ein starkes Update gut, haben wir für den New Leaf 2 sozusagen schwätzen. Aber alles, was nur für New Leaf kommt, ist so nicht, die spielen das nicht eng Sekunden. Das ist mittlerweile leider so veralt, dass Leute wie ich halt nach nostalgischen Momenten damit verbannen und dadurch es halt ultra gerne spielen. Aber Leute, die Animal Crossing nur die HK spielen, sie wird alt oder jung, na, das ist auch ganz egal. Wir sind der Meinung, die packe ke Wild World Duna probieren du ich zu erreichen, die man das direkt um Zoo an sprangen hier in New Horizons. Ne? Jo, da ist so ein bisschen Diskussion, das lo keiner am Chat, sonst hätte ich ein bisschen drüber diskutieren, wie dir das gesieht. Selbstverständlich steht noch draußen an der Teil bisschen als Podcast so am Hintergrund lauscht drin. Könnt ihr euch an Kommentare schreiben, eine Diskussion feiern, wo meine Punkte richtig liegen, also für euch, und wo ich ihre Meinung noch unrecht tun. Ich denke, dass ich einfach die en gros für Veteranen Animal Crossing Spieler Punkte richtig abgezählt tun. Also ich glaube kaum, dass irgendein Veteranspieler du aus den ja Gegendeel gift behaupten. Vielleicht hat ihn oder ahnet, dass ich ein bisschen wie streng sie wat Schwierigkeitsgrad geht. Me am größten Ganzen denken ich, dass man die gleiche Meinung vertreten. Jo. Und damit wäre mal was Diskussion vom Part geht loben an. Das war mir so first impression, also ich sie wirklich begeistert vom Spiel an. Das Spiel wird mich wirklich motiviert, zu 100% durchzuspielen. Ich meine, ich habe nur ein Problem mit Mario Odyssey, weil es so ja, es gibt da 10.000 Steuerungen, aber nimm eng von den Steuerungen an, das die getrennten Joy-Con-Steuerung als die das wirklich hilft. War nicht gut abgebaut, Level waren nicht gut gemacht, also dem mal wirklich lädt. Mario Odyssey ist so am großen Ganzen ein Top-Spiel mit, es kennt auch halt einfach nicht. Und da drin hat mir halt all die Jahre schon erlebt tun am Bereich Super Mario. Ja. Schauen wir mal, durchsprach wird natürlich Breath of the Wild. Also, das Spiel. Ich, ganz ehrlich, ich kann mir kein Zelda mehr vorstellen. Wie soll Zelda so klassisch wie es sonst immer wo nach Haut das funktionieren, nur dem Breath of the Wild rauskommen sind? Da muss ich ehrlich sagen, es fällt mir schwer, ob die Allselderen zurückzugreifen, außer Majora's Mask, wenn Majora's Mask noch so etwas Spezielles hört. Aber all die anderen Seldaren sind ja kurz wie Erstirben, ob ich was auf Menge siehst. Link to the Past geht auch nach.
Me, ja, dat mi frei sehen, wat so um DS schon, um 3DS schon probiert mit A Link Between Worlds, hat der Zelda-Reihe schon ultra gut gedo. An ja, Breath of the Wild hat dat nach enker verstärkt, dat einfach frei sind am Mawer de will, dat das so gut gehen. Also wücke das halt, ja, ne, dat Land ist einfach zersteiert. Wie sollte ich dann du nach leden? Wunderbar. Wirklich top Job. Also ja. Wirklich Switch wird wirklich gut Spieler. Auch wenn ich persönliche Purspieler make stark kritisiere wie denke sollte man. Aber ja, du viel löwen ich aber auch ganz viele Spieler, die wo ich so persönlich ist frei, also besser kann den nicht kennt man. Und du hat zählen auch Spieler wie ja, wie gesagt, Breath of the Wild, Splatoon 2, ultra stark, besser wie die Viergänger, die Steuerung ist noch mehr präzis, noch besser. Klar, kann noch drüber steigen, weil ja, die Wii U-Steuerung war noch nicht so schlecht, aber für den Teil die neue Controller top angepasst an auch was Balancing geht. Du kannst einfach alles spielen, also ich weiß, du gibt natürlich auch Ausnahmen Meta und so existiert, aber de Balancing as wat die Spezialattacken geht schon relativ stark verbessert gin gegenüber vom Viergänger, weil du hast einfach die Arcade oder den Schallwerfer du ja Schallwerfer keine Ahnung die Box halt die wis wat schwätzen ja dat war schon non plus ultra jo. Ich weiß auch nicht wie lang das lo geht ob dat ich war den einen du da mit ganz nöchtteil sitzen ich will der erst gewesen hun mit streame lo ein halb Stündchen wie gesagt falls du Chemie am Chatters respektiv Chemie einem Callers da gebe ich auch so Louis Schluss wenn ich mengen morgen sie mal dann ein Update Ranking aus raus okay nice da sieht er halt nur den Update wie dat schlo auswirkt ich farme natürlich wird ganz nicht nach der Sternschnuppen kann sind dass da nur verschwemmt geht mit denen mit wäscher witzig wenn man die 200 ich gucke denke kurz wäscher witzig wenn man die Mission haut aufschließe geben am onstream 200 Sternschnuppen zu fannen silo bei Euphemia immer ist weh bei 112 bei 112 sind wir so Euphemia kann du auch so los verschwind die Busmann merci jo man ein bisschen abs 4 nice ja das shit dass Ben haut nicht locker kommen wäre interessante Diskussion login wenn man ein bisschen zu zwei wären interessant wäre doch mal engem na mal engem den Spielo die HK spielt ze schwätze wie hin dat gesagt ja wie gesagt also bei mir fällt das Spiel relativ positiv also wann ich so gucke wen alles spielt andauert oploppt und stream oder wenn an ja alle die Switch hun ich denke einem Cross wird alles richtig gemacht was richtig konnte man und das wird sich auch denke positiv ob das Franchise auswirken Schwenge mix schon seit der pur Jahren das Animal Crossing so lässt die wichtigst macht Gött seit wollen halt so eng genüsslich
klein Stündchen verbringe mat ihre ich der Welt nur da ich für besser Ruf zu kommen, das ja auch ein extrem angenehm Spiel lief man geht es in Dach schaffen kommt over 10 op der Kamera an genießt ein Stündchen einmal Crossing mat der Taschen vom Dach genießt bis fischen und so das ist so ist super genial angenehm hat der Musik auch also herrlich an ja wieso Mario Kart huet Animal Crossing Charakteren dran Smash huet Animal Crossing Charakter dran das eng fix macht gelo und ja hue die Lächte ja gut durchgesat weiter so an ich denken dass Animal Crossing auch nach weiter wosse wert an weiter Innovationen bringe wert ich denke de Switch die jetzt warum schwer zu bieten ich froh mich allgemein wie Nintendo will nee ehrlich wat Software geht wie se stött wat Nintendo will an der nächste Generation an Joer man also wat mir sind dann bei Legend of Zelda Neumann also wie kann die Legend of Zelda noch besser mal wie los schon ass da si mal schon echt 2024 wahrscheinlich mal Breath of the Wild 2 ne me Breath of the Wild 2 ist so nicht direkt dat gëtt Projekt de könnt dann noch fir 2 Konsole raus ich mein Breath of the Wild 2 erste Schluss von der Switch an den Ufang von enger ganz anderer Konsole wie will ihn ja Mario Odyssey du gehtt so viel zu verbessern mir trotzdem du den sich auch immer gesteigert und Odyssey ist halt auch lo dat absoluten Maximum wie will ihn dat nach überbieten und dann hast natürlich die stark froh wie kann Animal Crossing New Horizons überbit wie kann Animal Crossing nach besser gehen wie los schon hast schon so viel verbessert dat den schon die Lo noch kennt man also werde ich persönlich feieren wer eng Art wirklich so heftig Online-Universum also wo halt ein riesen Land existiert wo jeder sein Haus dran hört dann dazu bisschen ob MMO getrimmt das wird auch lohnete Sinn von Animal Crossing aus ne? Weil jeder soll ja seinen kleinen Start tun mir so ein Bonusspiel dort basiert da sind halt sein Ultrawelt hört wo man Leute halt summen Sache kann man sammeln an so stark ich denke Nintendo wann sie sich gewinnt Gedanken wo man für sie auch abs rauskriege weil ich mal nicht kein 4 stellen mir keine Ahnung ich schon darüber nur gedacht ja wie steigert den sich dann lo von einer Insel wo von 0 op 100 alles abbaut anteil die schon vieles aus dem echten Dealtrick verbessert dat wird an den anderen Dealer nicht geklappt wird wie kann ich selbst da verbessern keine Ahnung mich geht op dem Mond zu flyen dann gibt Gulliver zurück op sein Raumschiff gehen den hast ja seit Matros obwohl freier Astronaut wo und immer aufgestellt das tja ja ich weiß schon echt besser den an der Quarantäne wie über Nintendo hier Probleme nutzt denken ich weiß me was sollen dann anders das man drin aber nur noch ganz schön also grad halber neng genießen wir Datei bisschen ja viel geschieht nicht also wie gesagt als mir so enger Podcast los am Hintergrund laufen und nur der hat auch durchgeguckt respektiv von der Meinung Diskussionen Channel egal ist dann ja muss er gar nicht nur gucken dir verpasst haut gar nicht also ich wirklich stoffiert dass man haut gar nicht machen weder Ballon aufscheißen nach ab seinen Stadt alles in Mitte gemacht aber werden wir auch nur nach nächste Woche machen so ist kurz die Lo nach Drusinn die könnt op Insel resen an Doballungen eher farmen op fremden Inseln
tauchen eher auch op der Tisch wann eher aus dem Boden oder aus dem Baum fehlen einfach op die Insel fleien und do farmen. Ich gesehen auch Loken am Gaming Room. Ich werde ziemlich lang Zeit schon aber nachher lang sitzen. Dann überleben wir ein Thema, ne? Kann man ein bisschen drüber schwätzen, wenn Charaktere ein bisschen so verschwunden sind über die letzten Jahren. Das ist vielleicht ein bisschen interessant für die Leute, die was mir oft Animal Crossing spielen. Nämlich gehen relativ viel Charakteren, die über die Jahren immer Managequote respektive immer mehr unwichtig gesehen oder ganz verschwunden sind. Und ich fange mal mit den ersten zwei an, die schmengen seit New Leaf nicht mehr rumgesehen haben. Wir schätzen halt von zwei Pelikanen, nämlich Peggy und Pelly. Und dummer vielleicht ist, nee, das stimmt zwar nicht, weil den heute noch existiert. Auf jeden Fall waren das immer die Angestellte für Postamt, die eng war am Dach do an ultra freundlich und die anderen waren da nicht do, war mega schlecht gelaunt. Auch do hatten die halt so Persönlichkeiten, ne? Und die wurde noch nicht mehr rumgesehen, nur Wild World manchmal war Schluss. Ich weiß nie, ob Wild World, ich meine, City Folk ist nur Wild World kam. Also am City Folk waren sie nach Vertruden. Und nur sind sie vielleicht an Amiibo, nee, Welcome Home Design, Happy Home Designer. Hatten sie vielleicht noch ein Cameo. Aber richtig an einem Main Game sind sie nie mehr rangekommen. Genauso auch den Aff. Das war ein Schaffner, dem eigentlich auch, nehmen am ersten Teil. Du war an am City Folk am ja am Gott ich weiß gar nicht mehr bei New Leaf das ist so verwirrend ich weiß einfach nicht mehr wie in die dass sie auch beim Zug kommen ich weiß du einfach nicht mehr wie in die Barriere abgemacht wird. Nee stimmt doch du waren auch noch du kann den Steg auch abmachen. Du kann den an die Bahnhof fragen also der Schaffner sozusagen wann den Zug an der Stadt war so ein A wenn man der Schaffner sehr genau um wie schloch nicht mehr. Ja der nächste Charakter den nicht evil getroffen wird an diesem Deal also der Resetti den ist sich immer beschwert wenn den Spiel ausgemacht hört ohne zu speichern miss aber nach jeder kennen besonders Smash nervte noch gehirlos also ein gehirlos Nervesee speichert immer dann will kein Problem haben. Ja dann einen weiteren aus den Turtle das wurde den emulsche Bäuermeister dem meistens immer Bäuermeister wo bis op New Leaf wo ihn selber Bäuermeister ist an Hai wo den Nook ist wie die Rolle überholt wird mit den wird sich halt irgendwann Pensionäre gelos an aus dann noch nie mehr abgetaucht immer nach so als Cameo Gag optritt mehr rich Funktion hat den danach nicht mehr die war dann ob der Insel stimmt und die lief hat dem engagiert wie so den Betreiber von der Insel also dem seine Rolle hat komplett changiert und dann der Captain den mengglisch tritt an New Horizons überhaupt nicht mehr ab also schmengen das war sein letztes Spiel New Leaf an dann New Leaf war sie immer Team auf einem Schiff ob die Spielinsel fuhr all anderen Deel war hier am Fongsänger Taxichofer den de Schalt an Startbrücht hört oder Buschofer Spenger White World war de Bus an ja an White World waren den
Taxi? War, oder am Cityfolk war dann eine Busmänglisch. Ah, ich weiß es nicht mehr. Mir hab ich falls ja. Oh, Charakter, den relativ populär an der Community ist. Die Leute sind relativ froh mit dem. Mir den ist aber auch, so los aufgeschrieben gehen. Wenn du dich schnell dabei kommst, ist natürlich Melinda. Das kennt auch jeder reden. Wird sogar an Smash gepackt für Tom Nook. Was mich wundert. Jo. Goufnere Koffer, dat wëssen och die Venus Fläch, de werd ha auch net optauchen. Ich gouf molle Koffer, dat war so e rosa Pudel. An zwei andere, die och absolut kein Relevanz mehr hunn, sie zwei Alpakan, de Björn und Anja mengglisch. Die waren immer zuständig für die Umgestaltungen. Existieren zwar auch erst seit New Leaf, aber sie haben existiert. Und der Pudel gouf doch schon an Wild World am allerersten Deal mengglisch net. Nee, das ist ja der Witz, am allerersten Deal hat die Figur gut keine Frisur, die Hundo immer so einen hässlichen Hut gehabt. An der Koffer ist da recht an Wild World angefolgt ging. Wild World hat vieles neu gemacht. Also muss ich noch so ein, dass ein ersten Deal Animal Crossing ja absolut nicht für den europäischen Markt wo. Das war gar nicht geplant. Das Ding muss den Tätowierer sehr bei hinten rauskommen, bei den Japaner. Und gut dann noch ein Add-on auf dem DD, ne? Eng Maschine, die komplett gefloppt ist, ein Add-on für Nintendo 64 für mehr Speicherzone. Da hätte ihn dann halt nach einer CD könnt ihn abführen. Oder hätte ihn halt irgendwie modernen, allmodischen DLC, sagen wir mal so. Das nie bei uns kommen an Animal Crossing hast auch nie gedurcht gewirrscht für den europäischen Marché. Du nur den Denker probiert mit der Gamecube-Version. Die sich mänglich gut verkaufte, da auch nicht so prickelnd, weil keiner kann tut. Und ich taut bedauern, dass ich es damals nicht geholt, weil es ein geniales Spiel ist. Wirklich da wert zu spielen, mit ein paar Überraschungen. Und ja, Wild World war halt das erste Spiel, was so wirklich marketingmäßig auf europäische Marché, respektive amerikanische Marché, gelöscht wurde. Und ja, da hätte ich natürlich auch zu schmäh gehen, dass das weltweit halt auch angenehm an der Grabel zu spielen ist. Ja. Also was das entstanden. Und Geschichte von den einzelnen Charakteren. Ich habe wahrscheinlich den einen oder anderen noch vergessen. Was auch kein Geheimnis ist, habe ich auch schon erzählt. Verschiedene Villager sind auch über die Jahre verschwunden oder remake gehen, also komplett verändert gehen. Ja, durch diverse Umstände. Ihren Dialog war nicht gut genug und andere waren ein bisschen schockiert. Oder respektiv, sie wurden nicht mehr zeitgemäß. Ne? Ja. Ich meine, sie noch deren Zochten ausgetauscht gehen. Also Hamstern hat im Englisch Menge Meinung no sicher nicht an den anderen Dealer. Oder Affe konnte den auch nicht als Aufwunder holen. Besonders ganz freier nicht. Ich meine, ganz freier go für Tiger, Katz, Krokodil, die Happy Tree Friends do. Menge sind sollen eichhörnischer sind. Hön, Wölfe, Fischer, Pinguinen, Pferdmänglisch gouffe tatsächlich nicht. Giraffen auch nicht. Giraffe gehen doch haut noch nicht. Was wird dann nach? Ich weiß es nicht mehr. Mehr auf jeden Fall ist ja. Haut das haben wir halt auch Affen und Hamsteren. Renndieren. Ich meine, Renndiere sind auch komplett, alle gut komplett neu. Ich mich wundere, wann es dann New Leaf Renndiere gaufen. Da muss ich nur den Ben hun, der weiß das bestimmt. So, also ein Timer sieht länger fertig. Ich denke noch Punkt. Ah, Moment.
Mal gucken, wenn wir eng Stunde gestreamt tun, ob wir da Schluss machen, respektive den Challenge joen. War noch besser ruhig, du geht aber um Lass. Jo. Mir braucht das ein guter Part, kann ich ein bisschen über Animal Crossing der Uhrzeit und so schätzen. Mir ehrlich gesagt, wie will das ganz verbessern, da das der Challenge dann, wann dir du eine Idee hast, schreibt es ruhig in die Kommentare, wie verbessert den New Horizons, also wie gesagt New Horizons den nächsten Deal aus. Ich bin noch gespannt, also schon wirklich schlecht, all die Events, die noch kommen, zu gesehen. Moin Mike, du hast ja ein. Das ist schon dran, mir schwätze ein bisschen über diverse Themen an Farmen du bei Sternschnuppen. Und ja, ich freue mich wirklich auf kommende Event, also das erste Event hier, ist schon ziemlich cool, weil den alles muss craften, Karte sammeln für zu craften. Und natürlich will ich den Preis du zum Schluss holen. Ich will ja wissen, was der Bunny du geht. Ich will zwar nur nicht direkt wissen, ne, weil das ist wie schon gelegt hast. Aber es geht aber cool, weißt du, du schaust einfach du hier da hinaus und da kriegst du den Preis an. Das ist auch etwas Mystisches, was Animal Crossing an den freien 2000er ausgemacht wird. Du hast einfach keinen, du den dat kurz spoileren. Du hast einfach für dich allein gespielt. Du hast kein Internet, kein Kontakt zu anderen und du hast das selber müssen rausfinden. Und du findest so viel geheime Sachen, von denen die meisten Hautmuller nicht wissen, dass sie zu gehen. Und Sachen, die so schwer zu freischützen schalten, dass sie wirklich froh waren in der Tat. Und ja, also das ist das halt eine Sache. Du schätzt schon nicht nur von Animal Crossing, mehr von der Allgemeinheit. Ich meine, so mal am Punkt der Speedrun ist das ja relativ interessant, wenn die ganz Glitches immer näher von gemäß. Schön, das mal als Beispiel. Eng froh, wenn ich Login komme, meinst du, ich kennt auch wünsch, man. Kann ich da ehrlich gesagt nicht so, Mike. Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Wir können es gerne testen. Ich kann statt ruhig abmachen und dann gucken wir, was geschieht. Mir wie gesagt, ist schon absolut keine Ahnung, was da geschieht. Ja, wo war ich geblieben? Ja, also zum Beispiel gibt es ein neue Glitcher-Font. Da gibt den direkt gefunden, nicht erfund. Erfund wäre ein bisschen krass. ähm, ja, da gibt direkt das natürlich geshared an der Community und so. Und da weiß jeder, der besteht. Früher wird halt echt so gewesen, ein hat den Trick fand, hat nicht so richtig gewusst, was du mit aufhängen, aber hätte aber für irgendein Skip Shot gehabt oder so am Hand gehabt. Und ja, das ist auch ein bisschen schwer, also auch von der dick nervig, dass mir die ganze, ich schon immer dick gerne Spieletipps gelesen. Wann ich voll die was Spiel wissen oder wo fannen wir oder werden nach so gut, weil du stungen den Text an dann höchst du was ja nicht ob betrich oder falsch hast schon noch viel Blödsinn du von Items die gut nicht gehen an ja war immer interessant bis so zu erforschen was wirklich gegangen ist da stungen dann auch krass Sachen also diverse Spieler bezogen Sache wo du denkst ja komm kompletter Font. Nee, also okay. Muss den echt da planen. Ah, ja, Mike, die mal lädt mit, das ist spontan Stream. Ich weiß doch nicht, dass Sterne nicht, ob er mich so könnt. Dann ist es für die nächste Kerl. Wenn es ein Sterne schnuppen nicht ist, dann komme ich ein Lunch, nicht on Stream. Ja, da gucken wir das und dann teilen ich all denen, die es nicht probieren konnten, matt, wer das so war. Ja. Also, durch der Blödsinn oder durch stumme Sachen, wo du gemerkt ja okay komplette Blödsinn what the fuck
an am Endeffekt wann den die Schritte voll stört gut den tatsächliche Start wird durchstungen. Beispiel ist so schwierig zu nennen, wenn man nur spontan gar nicht auffällt. Mir zum Beispiel tatsächlich goldene Gießkanne als so ein Fall, wo sich schwer das existiert, dann hun ich dann Miste leben, so wie Dostau das stehst lang die Blumen netzen, kein auslosen, wann eh Fehler gemacht den Tag nicht gespielt wird, zack, nein, frisch. Ja, sicher gesehen. Du hast die Back mit den Luftballungen da. Für die, die noch nicht abgeklärt sind, ja, natürlich muss ich Helikopterland fliegen. Es gibt hier die Challenge mit dem Ballon da. Und irgendwie hast du nur einen Fehler abgetaucht, wenn ihn 300 Ballungen aufgeschossen dann du mal sein Achievement fertig wird, dann spawnen keine Ballungen mehr. Das ist natürlich ein bisschen mies an der Zeit von Osterfest. Ich weiß ja nicht, wie du den Himmelseher sollst kreieren. Und ich weiß auch nicht, wie lange ich meinen Himmelseher kann kreieren. Das ist relativ dumm. Naja, ich denke, dass Nintendo da schnell reagiert, weil du die Echtleute haut 300 Ballungen gefarmt tun, weil mich nicht wundern gave, dass die sich dann relativ schnell melden und da relativ eng Masse entsteht, relativ schnell, wo Nintendo instant reagiert. Ja, ich denke, sonst geht auch nicht. Du so viele Rezepte wie mehr Haut gesammelt tun. Da brauche ich so viel eher. Ist das schon gut, weil man relativ viel farmen. Mir komisch, dass der Bug entsteht. Ripule Loea spenden. Ja. Also wenn zu viel Himmelseher hört, werde ich bezweifeln. Könnt ihr den TL Mike spenden. Den Namen hört. Ach so weit am Spiel, dass er keine Ballungen mitkriegt. Also passt du Bob für all die, die es noch nicht tun. Aber boah, die könnt ihr doch schlecht verhindern, weil alle Ballungen, die der aufschießt, an musst aufschießen. Ja. Bringt dich natürlich nur ein Ziel, weil er nicht wollt. An 1000 ist fertig, nice. Ja, ja. Mal kurz wieder nach ein Thema, was man können aufschwätzen. Mal schnell, weil wir haben noch 2 Minuten. Ich denke dann echt dann nicht. Es ist so ein High und dieser Stelle vielmals merci für den Stream nur zu gucken. Das war eine coole Diskussion. Und da so ich merci ab bis demnächst. Da muss mit dem Sternsplitter Update. Und ja, respektiv muss ein bisschen Pause. Vielleicht melden ich will das ganz super und dann weiß ich nicht, das respektive streamen, das gucken ich alles, wie die Band das plant. Es so mess wird nur gucken, ich wünsche auch erst alle gut eigentlich nicht, aber für die, die eng Sternspieler nicht tun, ich hoffe, dir wisst lo, was du mit unzufangen hast, und ich hoffe, dass die Diskussionen noch ganz interessant waren. Kann sehen, dass die Band-Datei nur guckt, an ja, im Endeffekt kannst du ja auch die Meinung zu dem Ganzen, was ich geäußert wurden, so ja, wäre ganz interessant mal zu gesehen, ob die ganze Animal Crossing Diskussion so auch bei anderen Spielern, die das Spiel schon bis mir lang spielen, vertreten das, respektiv, ja, halt nicht. Gut, es könnte auch anscheinend kein Sternstunde bei mir. Die Challenge war hier sowieso zu Ende, dass ein Art in 200 Mal, also komm an. War okay zu greifen, dass man das nicht on Stream gesehen. Ist ja nicht Spezielles. Ah, da könnt ihr rein zum Schluss als Zugabe an der Rang. Wenn Dauerlo sehr schlägt, da sind nicht offline. Messi auch und dich, Mike, für dabei zu sehen. An ein Shade nicht